Dit is de Brig Radio CHPD 107.7 FM in Elmer, Ontario, met Onse Jeschicht. Onse Jeschicht handelt van de Mennonieten die in de 1920 jaren van Canada naar Mexico omsiedelden. En dem van deze afschnitt vertelt George Rampel Varamaya van Nuevo Ideal Durango, wo sich Dinge dort entwickelt haben, von wo sie haben angefangen mit Käsemerken, wo der erste John Deere 3 Tractor durch die Kolonien sind abgekommen. Ich bin Herrn Rampel und ich wünsche Ihnen einen guten Empfang. Onse Jeschicht Nummer 61. Ditmal vertel wie noch war der Meier von der Kolonie in Nuevo Ideal, Durango, Mexico. Wir haben allemaal wat von der mennonitischen Kolonie in Durango, Mexico und auch von der Labatea-Siedlung in Zacatecas, Mexiko, wat gesagt. Aber ich habe nu noch mehr Informationen von Jakob Wahl von Durango zugeschickt gekriegt, von dem Entstehen von diesen beiden mennonitischen Siedlungen. Und ich will hier noch ein bisschen Charta für Fortwort davon vertellen. Was er davon sagt und auch von anderen geschichtlichen Sachen, die er mir zugeschickt hat. Ich bin sehr dankbar für Jakob Wahl seine Hilfe. Zu dem Entstehen von der Durango-Kolonie schrift Jakob Wahl kurz abgeführt ungefähr so. Sonntag am 15. Juni 1924 kam die Station Alisos, Municipio Canatlan in Durango, die erste zu der Uitwanderung gecharterte Zug an mit 23 kolonische Familien von der Hague Reserve in Saskatchewan, Kanada. Dieser Zug bestand aus 15 Frachtkoren und 4 Passagierwagens. Die amerikanische Lokomotive kon diesen Zug, zoals alle anderen von Mennoniten gecharterte Züge von Kanada nach Mexiko uitwandern, mal von El Paso, Texas, noch über die Grenze bei Juarez, Chihuahua hinschuben, von wo eine mexikanische Lokomotive den Zug bei der Station Alisos, Municipio Canatlan in Durango bracht. Juan La Soya, der die Mennoniten dort Siedlungsland verkauft hat, wisst, dass die Mennoniten die spanische Sprache nicht verstanden, und dabei stellte er an einen Mann, der von Deutschland nach Durango gekommen war, als Dolmetscher. Dem sie namen wir Weber. Bald fing sich bei den mennonitischen Einwanderern an Station Alisos auch ein Mann mit dem Namen Anderson an, wohnen in der Stadt Durango dort Hotel Hidalgo ein. In diesem Hotel bleiben die Mennoniten meistens zur Nacht, wenn sie ihre Geschäften wegen nach der Hauptstadt fuhren. Mit dem Zug von der Station Alisos nach der Stadt Durango fuhren nahm 1924 von 6 bis 7 Stunden Zeit. Weil das erste Zug mennonitische Einwanderer am Sonntag bei der Station Alisos in Durango kam, hielten sie ihren ersten Sonntagmorgen Gottesdienst an einem Passagierwagen. Dort erste sungen die nie angekommene Einwanderer dort sehr bekannte Lied, nun danket alle Gott. Dann dient der Älteste Jakob Wiens an mit der ersten Predigt im neuen Land. Der Älteste muntert das Lied sehr ab, dankbar zu sein für Gottes Schutz, Führung und Bewahrung auf ihrer langen Reise. Montag am 16. Juni fängt das Uitladen an. Gebiete werden in der Station Alisos gerannt, zum Sachen unterbringen, wo sie nicht not worden dürfen. In kleine Hälterne Hiesakes werden schwind dicht beim Riefer oder beim Fluss topgenäht und mit Walblech gedeckt, um die Birnen ab verirrt zu wohnen. Die mennonitische Einwanderer werden dazu versprochen worden von ihrem Landverkäufer Juan La Soya, und sie haben damit gerechnet, dass in Durango gekauftes Land einigermaßen angemäht sein wird, wenn sie da ankommen würden. Aber das wäre nicht geworden. Die nie angekommenen Einwanderer gingen überher und machten das Land und die Büstätten für ihr erstes Darb
im neuen Heimatland, woont Greenfeld genannt worden wird. Und als die Büstäden uitgemeten werden, dann wird der Klasse bestimmt, wo eine Familie, wo eine Büstäd haben soll. Und dann werden in dem neuen Dorf Greenfeld so schwindelsmäßig Gebiete gebaut und dann übergesiedelt und erdarben. Juan Lasoya hat dem Deutschländer Weber den Auftrag gegeben, den Mennoniten zu helfen mit dem Bühalt in El Salto zu kaufen und so schwindelsmäßig bei den Mennoniten in der Greenfeld zu kriegen. Man verspricht den Mennoniten, dass Bühalt an 3 Deel von El Salto bei Greenfeld kommen wird, aber all hier kriegen die Mennoniten einen Verschmack von was das Wort Mañana in Mexiko bedeutet. Wenn einer steht, dass Bühalt an 3 Deel ankommt, die dort manchmal bei 3 Weg. Das macht die neue Einwanderer ein bisschen ungeduldig, denn sie wollen hier noch verder Reintid in ihre eigenen Häuser am neuen Dorf wohnen. Die 23 Nobers in ihrem neuen Dorf beschlossen noch kurz, im ersten Sommer eine Schule zu bauen. Wie alle Nobers aber mehr als genug zu tun hatten, ihren eigenen Hof einzurichten, beschlossen sie, dass aufwechselnd jeder Tag 1/4 von den Nobers einen Arbeiter stellen sollte, um ihr Schulhaus bauen halten. Noch vor Weihnachten 1924 wird das Schulhaus fertig, sodass da Bernen von der Weihnachtstag an all am Sonntag morgen Gottesdienst gehalten werden kann. Von dem 2. Januar 1925 an wird im neuen Schulgebiet Schulunterricht gegeben. Abraham A. Martens, einer von den Dorfsbewohnern, war der Schullehrer in Greenfeld, und zwar solange er lebt. Meist alle Familien hatten Maltje und zum wenigsten ein Papier von Kanada mitgebracht. Aber Ackergerätschaft hatten sie meistens nicht das Rechte mitgebracht für das Land in dem großen Guatemala-Toll. Besonders schafften ihre von Kanada mitgebrachte Schwabpflege doch nicht sehr gut. Die mennonitischen Einwanderer wurden bald an, dort in ihrem neuen Heimatland, die ihrem Farmwirtschaft trieben, alles umgelehrt worden muss. Von der Einwanderer ihrem mitgebrachten Ackergerätschaft schafft eigentlich bloß ihr kleiner Handkultivator oder Gartenweide richtig in die Guatemala-Erde. Aber so wären mal wenige mitgebracht worden. Aber bald wussten die Gerätschaftshändler in Torreon, Coahuila, dort mennonitische Farmer in Durango ansiedelten, wo dort an rechte Farmgerätschaft fehlt, und die kamen den Mennoniten auf ihre Siedlung Gerätschaft anbieten. Und die mennonitischen Pioniere freuten sich, mehr kleine Handkultivators kaufen zu können. In 1925 hat fast jeder Bauer so einen Handkultivator oder Gartenweide. Bald kauften die Pioniere die sogenannten einreihige Kornweiders oder Maiskultivatoren, wo die Bauern oder ihre Jungs boven setzen können und von dort mit ihrer hängende Pied lenken und mit ihrer Feit den niemotschen weiter schmackte Mais oder Schabelreh in der Länge stieren. Die Pioniere ihr Pflegen schafft nicht gut, was sie uitgefunden hatten, dass es auch Schieben oder Display gab und sich dann so eine gekauft haben. Am 4. August 1924 fängt endlich die Reentid an. Aber dann Regen dort scheinbar auch immer weiter zu der rechten Zeit, sodass die wenigen Ackers, die die Pioniere noch hatten, ackern gekonnt, eine gute Abend anbrachten. Und gutes Heu hat auch jeder Bauer genug merken gekonnt. Am 10. Januar 1925 kam der zweite Zug mit einer zweiten Gruppe mennonitischer Einwanderer von Hague, Saskatchewan und Durango an, mit ungefähr so viel Familien als an dem ersten Zug gekommen wären. Diese Gruppe Einwanderer gingen das Dorf Blumenort und siedelten an. Im Mai 1925 kam ein dritter Zug mit einer dritten Gruppe Kolonialfamilien von Hague, Saskatchewan und Durango, Mexiko. Das waren auch über 20 Familien. Diese Gruppe Einwandererfamilien gingen dort neue Anlage
en siedelt door aan. Vierder Zug von Hague, Saskatchewan, kwam am 1. Dezember 1925 met de vierde groep Mennonitische Einwandererfamilies in Durango, Mexico aan. Deze groep families renden dat dorp Rijnland en siedelden door aan. De vijfde Zug met de vijfde groep Oud-koloniefamilies van Hague, Saskatchewan, kwam in Durango 1926 aan en renden dat dorp Rosenfeld. De zesde Zug met de zesde groep Oud-koloniefamilies van Hague, Saskatchewan, kwam in Durango 1926 aan en renden dat dorp Hoogveld. Von hier an kwamen nicht mehr nie große Gruppen Families von Hague, Saskatchewan oder Durango, Mexiko, aber einzelne Families kamen noch mehrere Jahre. Hinter diesem Satz sagt Jakob Wahl, was so weit uit A.A. Martens seinem schrieben. Wir haben aber all einmal gesagt, dass im Herbst 1927 noch ein letzter von der kanadischen Old-Kolonie gecharterter Zug eerst wat families van Hague, Saskatchewan holt, dan bij Herbert, Saskatchewan fuhren door wat families van Swiftcurrent metnemen, en dan nog in de Manitoba Westerzaar wat families ook metnemen, en die dan alle naar Mexico bracht. De eerste tractor bij de Mennoniten op de Durango-siedlung, zoals Jakob Wahl dat schrijft. De Old-Kolonie Mennoniten waren met de opzicht van Mexico gekomen, dat ze hier ook weitvormer zijn willen. Ze zagen aber bald aan dat ze hier worden moeten Ackerwirtschaft en Viehzucht oder Maltwirtschaft topdrijven, wanneer ze zich hier willen en opburen kunnen. Viele Bürger kauften sich Schmontas, schmonten ihre Malz auf, milken Butter und verkauften die. Das gab allen bet mehr an, wenn sie einen Markt dort verfehlen können. Aber für eine rechte Malzwirtschaft fehlten an Käsefabriken. Dort wird bis 1935, bei das Käsemerken auf der Durango-Kolonie einen Anfang krieg. Dort war sozusagen Zufall, dat het bij de Mennoniten bij Käsemerken kwam. Dat kwam zo, sagt Jakob Wahl. En dem dorp Rosengaard, op de Manitoba-Kolonie, wie eine früh Kran, de Milch op ihre Nobers ihre Bestrahlung hanen war mal ein Beet Käse. Wo sie die Kunst von Käsemerken herholt, ist nicht bekannt. Früh Kran brucht zum Käsemerken eine kleine Wohn, wo einer sie mit halb 4 unter der Wohn, de Maal krijgt warm genoeg melk om daarvan Käsemerken te kennen. Wanneer zij den Käse rijdt houdt, dan prast zij den irgendwo een stekker top. En dan weer door een gewasser Peter gefriesen, de arbeid manchmal bij de Mormonen en Colonia Dublin, door dicht bij Nuevo Casas Grandes. Deze Mormonen melken ook Käse, en haar Friesen interessiert sich ganz besonders für Käsemerken. Denn hij dacht, dat kon mank de Mennoniten ein gutes Geschäft worden. Als Peter G. Friesen trägt naar Rosengaard kwam, op de Manitoba-Kolonie, gelung am dort mit einem Abraham Friesentop von früh Kran einfache Käsegerätschaft zu kaufen, en hij milk gebruik van wat hij bij de Mormonen van Käsemerken geleerd had. Friesen kauft von den Nobers am Tag bei 200 Liter Milch den Tag für 3,5 Centavos das Liter und Milch Käse davon. Aber den Käse verkaufen zu können, wäre schwieriger als den zu merken. Weil's Friesen mal arm wäre, kam er nicht so recht am Schwung mit seinem Käsemerken. Bald sagen so eine Männer, die da mehr Mädel hatten, auch ein Geschäft an Käsemerken, und die spielten Peter G. Friesen das Käsegeschäft uit de Hein. Friesen leidt sich dadurch aber nicht entmoeten. Hij siedelt ever von Chihuahua
no Durango en gingen door de eerste Käsefabrik. Am Anfang kreeg hij maar zo 80 liter melk den dag taub zum Käsemelken. Viele Buren werden een beetje nastrusch, viele andere Buren werden lachrig. En dat niet ganz ohne Ursache, denn den Käse auf den Markt zu bringen, wird keine kleine Sache. Nur wenige Monaten musst Friesen sein Käsemelken auch in Durango weiter abgeben, wie es an dort an Geld fehlt. Hij fang aber noch im selben Jahr 1934 weiter an mit seinem Käsemelken und ditmal bracht hij dat vor sich, an seinem Geschäft erfolgreich zu werden. Bijna wenige Jahren verarbeitet hij wat 3000 Liter Melk den Tag für Käse. Die Melkwirtschaft wird für die Durango-Kolonisten noch in den 1930er Jahren der Haupteinnahme und der ist auch von der noch für die meisten Kolonisten der Haupteinnahme. Und nu de eerste Traktor maakt de Mennoniten auf der Durango-Siedlung. Jakob Wahl sagt, die erste Traktor auf der Durango-Siedlung maakt de Mennoniten wie ein Model D John Deere. Aus der Torreon-Acker-Gerätschaft Agenten de Durango-Lied al etliche Jahren veel Einregeweiders und auch viel andere Ackergerätschaft verkauft haben, kamen sie einen Tag mit einem neuen John Deere Model D Traktor, einen Diskploeg und einen Sodenschneider in der Dorpen auf der Durango-Kolonie. Sie wären all in mehrere Dorpen gewast und hatten die Gerätschaft noch keinen Bauer verkaufen konnten. Aber als sie bei Johann B. Ginters im Rheinland auf ihren Hof kamen, dann versuchten Ginters gerade mit ihren Ossen zu pflegen. Aber die Ossen wollen nicht gut tragen. Einer von den Ossen will mehr liegen als wohnen. Dort wir sehr unangenehm für uns Ginter, dann haben wir einer von den Pionieren, die da beschecken wollen. Als de Gerätschaftshandler von Torreon Ginter Gerätschaft anboten, dann wordt hij sich sehr bald einig. Hij kauft an den John Deere Model D Traktor, den Diskploeg und den Sodenschneider auf für 1700 Pesos. Und nur noch den einen Os, wo er nicht gut tragen will. Die Durango-Kolonisten ihre erste Tochterkolonie La Batea in Zacatecas, Mexiko. Hier sagt Jakob Wahl, die Durango-Kolonisten kauften ungefähr 3600 Hektar von dem La Batea Rancho Land von einem Ingeniero Angel Meyer. Der Hacienda selbst mit Wort von seinem Land hält Ignacio Angel Meyer in Wirtschaft wieder. Wo kamen die Durango-Mennoniten dorthin, den La Batea Rancho in Zacatecas zu kaufen? Jakob Wahl verteilt hat ungefähr so. Eine Johann G. Harder-Familie, die in Nehorst auf der mennonitische Durango-Siedlung wohnt, die hat da am Dorf einen Stuhl. Ignacio Angel Meyer kam manchmal bei Harders am Stuhl und war dadurch mit Onke Harder gut bekannt. Des Mann wollte die Durango-Mennoniten gern das meiste von seinem Land verkaufen. Einmal brachte er Maisstieder mit, wo auf seinem Rancho gewassen wären, und versucht Johann G. Harder und die Durango-Mennoniten für sein Land zu interessieren. Daraufhin schickten die Durango-Kolonisten eine Delegation, das La Batea-Land zu untersuchen. Und die Delegaten kamen mit guten Nachrichten zurück nach Durango. Sie sehen die Kolonisten, dass sie glaubten, das Land wäre sehr gut. Die Durango-Mennoniten stellten Verhandlungen an mit Angel Meyer, kauften das Land und besiedelten dort in kurzer Zeit. Auch die Johann G. Harder-Familie siedelt eben dahin mit ihrem Sturtaub. Harders haben die La Batea-Kolonisten durch ihr Stur noch viele Jahre mit allen Neidgeboren versorgt. Hier brechen wir weiter auf für das Mal. Nächstes Mal vertellen wir noch weiter mehr von der Old-Kolonie und Nuevo Ideal Durango, Mexiko. But nächstes Mal. Ich sehe George Rumble.